iwwer die 3 Joer Schwester muss ich so, dat ich noch nie 3 Joer hat, wie soviel beigeleiert wie den lächten 30 Joer relativ frei mat 21 Joer an d Regierung kom, wat jo zeré war. Also onënnerbracht 3 Joer dran, dat ass net d Resultat vun engem Putsch mat d Resultat vu Wahlen gewircht an hun an der Zeit unendlich viel beigeleiert, iwwer Mënschen, iwwer Sächen, iwwer mech selber an viele mich eigentlich Grundüberzeugungen bestärkt. Das gibt man gerade an dieser Krise immer mehr deutlich, dass es verschiedenartig Approchen zum wirtschaftlichen und zum sozialen gibt, das mir den an ungestrengte Momente wie die Molo hun überdeutlich. Also sind ich schon nicht viel beigelehrt tun. Op Menge Grundüberzegung, die ich schon mal 16, 17, 18 Jahre hat, nämlich dass Wirtschaft so von der besser pathetisch klingt für die Menschen zu dingen an net umgedreht. Die Menschen dingen den auch übrigens ganztags dadurch, dass sie Wirtschaft unterstützt, an net Wirtschaft in einem exklusiv negativen Blickwinkel durchstellt. Den allen Kampf zwischen denen, die tun, an denen, die nicht tun, zwischen Reich an Arm, zwischen Privilegierten an Benotdeligten, das ist da immer richtig. Ich bin ein Mensch, den unverrückbar, für immer, Boden von der katholischen Soziallehre steht. Und da gibt es eine Reihe von Prinzipien, nämlich das Eigentum verpflichtet, dass er nicht nur zuständig ist für sich selber, nicht nur für seinen eigenen kleinen Kreis, den rundherum sich gebaut wird, da wird oft eine Mauer aus, die ihn davon aufhält, anderen Menschen zu sehen an ihrer Realität. Und, ja, das hat sich immer so angebaut, dass die Steine nicht verreckt. Die hat gesagt, mit 21 Jahren wäre da vielleicht frei an die Regierung kommen. Ja, das gehört zu den Sachen, die ich beigelehrt habe. 30 Jahre, weil ich schon DAX bedauert, und das war ein Anfangsverdacht, den ich hatte, dass es besser gewirkt wäre als eigene Erfahrung, Berufserfahrung, so statt sich statt unter Berufserfahrung von anderen da zu lehren, was ich selber nicht konnte lehren, weil ich nicht selber auf dem Kurs war, was bei normalen Weg gewirkt wird. Ich habe immer durch viele Gespräche mit vielen Leuten unterschiedlichster Provenienz probiert, die Realität zu eignen, die ich eben nicht an dem Moser lebte, weil ich mit 21 Jahren im öffentlichen Amt kriegte, was mit anderen Regeln funktioniert. Das ist nicht meine Erbig, das ist nicht meine Verantwortung für sich. Für andere mit das aber nicht dasselbe ist. Ich sehe so aus wie ein Berufspolitiker. In denen ob du nicht gegangen hast, an den du Fraktionssekretär gehen hast, an dem ganz kurz Zeit auf verkürzt war, an den du an die Regierung kommen hast. Und ich bin eigentlich kein Berufspolitiker, weil ich das nicht für den normalen Werdegang halte. Und ich kann das aber nicht mit zurückdrehen. Ich hatte, wie ich an die Regierung komme, wie der Staatsminister Werner mich gefragt hat, habe ich mich darüber gestellt, dass ich los ein Verfallsdatum hat von 18 Bein, das war die Zeit zwischen meiner Ernennung an der nächsten Wahl. Und dann habe ich mich darüber gestellt, dass das nicht notwendigerweise führen, weil Herr Werner mir auch gesagt hat, wenn die Minister wir sollen sich alle Mure, wenn sich den Berg möchte, so, dass sie vielleicht overheben können, dann weil ich muss intellektuell und mental frei für einen Moment können aufzusprangen, weil sonst geht ja die Gefangenen von der Atmosphäre, in der du aus der hier erotische Wirkung verliert, nach einer relativ kurzer Zeit von Jahren. Dann Per Werner hat mir beigebracht, die gehört nun mal zu Menge Vorbilder, weil ich dem auch probiert zur Hand zu gehen, am Anfang von meiner Regierungszeit, dass muss am höchsten Regierungsamt. Das war nicht das, was ich am Anfang hatte. Ich habe nicht aber schon mal über das gesprochen, immer zu sagen, dass ich das eigentlich kriege, weil das wäre relativ unnützlich gewesen. Dass ich am höchsten Regierungsamt sich muss für ganz viele Sachen Last lesen und sich ganz viel freimachen muss von Betrachtungsweisen, die typisch parteipolitisch sind. Eine gewisse Distanz zu seiner Partei haben.
ohne die ich nicht wäre. Ich meine also kein primitiv Parteikritik. Immer gesagt, du darfst nicht die Gefangene von der Partei gehen. Dafür habe ich auch demissioniert als Parteipräsident für die Staatsminister gesehen, weil ich die Vermischung nicht wollte. Und auch wollte mit dazu beitragen, dass eine Partei in Egent-Leben hat nicht zu einem Staatsministerwahlverein gehen. Der Jacques Santer war etwas ernst beigebracht, was ganz wichtig war, was doch mit dem Temperament und mit dem Naturellen spricht. Mir war aber essentiell ist, nämlich, dass egal mit wem schwätzt, und egal mit wem zu dienen hat, den erstens nicht soll Männer gescheit haben, wie selber ist. Immer muss nicht für jemand, mit dem zu dienen, für das auf Deutsch auf Augenhöhe entgegentreten. Nicht so ist die Staatsminister und du bist nicht, und dafür nicht recht. Es hört nicht recht für den Minister oder Staatsminister. Also ich habe noch nie an den 30 Jahren zu meiner Mutter habe ich da gesagt, das ist schön und gut war, das falsch, weil ich so nicht besonders und das ist so das richtig, weil ich den Chef immer, was steht für einen, mit dem in all das zu dienen, auf Augenhöhe, egal was für eine Position das den beklebt. Weil sonst gesagt den anderen Leuten nicht mehr, und heier den auch nicht mehr, weil nur an Toren zu hecht, wenn andere Leute so, was sie fühlen, was sie denken, was sie drehen, was sie hoffen, das ganz wichtig. An den hat man beigebracht, dass ich ein Missversprechen, auch wenn wir heute den Wirsel am Job vom Staatsminister hatten, dass ich bis dafür so in der Sommer gut schlafen. Ich darf nie nicht schlafen, weil sonst wäre ich nicht gemerkt für den Job. Und weil man da gesagt hat, immer gut geschlafen. Das passt nicht, das Gehirn nicht nicht ganz richtig schlafen. Das Englisch nicht mehr gehen, wo ich überhaupt nicht geschlafen. Das war zu Breslau Englisch, wo dem Bankabend gab, also sehr, wo du löser zurückkrauchen. Aber sonst bin ich immer gut geschlafen. Ich meine, es packt ihn nicht, wenn ich das kann so. Und dadurch, dass ich aber stark Überzeugungen habe. Schon längst von der katholischen oder von der christlichen Soziallehre geschwärzt, das einfach etwas, was mich treibt. Und ich habe immer angebildet, dass das hier schrecklich überzogen und überheicht. Ich könnte dazu beitragen, für die Welt ein bisschen gerecht zu werden. Das klingt lächerlich irgendwie. Das ist aber etwas, was ihn treibt. Und was ihn noch verdrießlich macht, weil das gelingt irgendwie weder hierher nach in Europa, nach sonst durch. Ich habe nie lange Flamme. Wenn ich die Flamme habe, da gehe ich durch die Stadt. Ich hatte aber noch nicht gerne das Kleid wenn man in der Stadt sind, ich hatte Flamme. Mit Leuten schwätze ich immer denken, das ist zuletzt etwas Formidables. Die Leute haben sich auf der Straße an, also Herr Staatsminister oder Jean-Claude oder Vitanos oder Meister, die sind mal froh, dass ich habe gehen und nur die so, was geht, was nicht geht, hauptsächlich das, was nicht geht. Das tut sonst keine Regierungschef. In ganz Europa. Die gehen nicht durch die Straße und die Leute haben so und die Leute so und ihnen lass es, was geht, was nicht geht. Ich wiederhole mich meistens, was nicht geht. Aber du erlebst aber auch unwahrscheinlich Zärtlichkeit auf der Straße, wo die Leute einfach weisen, dass sie gerne und dass das missfasst. Die Motivation, die ist aus den direkten Gesprächen kriegst, und noch die Motivation, die du kriegst, was Leute so, die merkt das gut oder merkt das gut oder merkt das noch besser, die können das sogar besser mehr. Also das Urvertrauen, dem ich oft begegne, möchte mich froh, aber ich halte gleichzeitig, weil du lebst ja dauernd Gefahr, dass du Menschen enttäuscht. Zweimal die Woche begegnet hat man eine Promenaden durch die Stadt. Das heißt so, also das hat man nicht von nicht gemerkt, dass die da dort gegeben wären. Von etwas geschieht das, was ihnen nicht an die Krone passt. Und da sollen sie mir wählen nicht mehr. Also je nachdem, was man so, ich versuche, wie ich will, ich auch nicht